1, 2, 3, 4. Hallihallo, der Jerome ist nicht da. Funktioniert mein Videochat? Ja, nee, ich weiß es nicht. Richtig, falsch. Es steht nicht am Text. Hier ist mal das Foto. Und klappt es mit dem Ton? Ja, scheint schon zu klappen. Bueno, Michel hast du. Moje Michel, merci für das Rendezvous. Merci, dass du mich nicht vergisst hast, Michel. Da das ganz live. Was von da aus haut. Den 28. Juni 2020. Sonntag, schönen Tag. War gut warm. Nicht so warm, nicht so warm. Und ja, relaxen Tag. Ich war ein bisschen bei meinen Großvater gegangen. Also, das weiß ich im Moment nicht extra viel zu erzählen. Schon das Sendung präpariert. Und Sarah ist da. Und Sarah schreibt, Moin, das ist ein Maya-Tempel. Merci, Sarah. Me hörst du mich, Sarah? Geseist du mich? Nee, du geseist mich noch nicht. Ich mache mal die Kamera an. 1, 2, 3. Tata. Weiß ich nicht. Ja, die liebe Leute. Äh, wen hast du noch? 6 Leute, die gucken. Ja, das ist ja Wahnsinn. Da meine ich den Titel der Wäsche. Ja, mein Logo. So. Und ja, da fangen wir an. Wo ist das? Ist das hier zu Schöffling oder zu Beeteburg? Ist das an Europa? Ist das an Afrika? Ist das an Amerika? Was für ein Monument seht ihr da auf dieser Foto? Die Foto ist von Ansplash. Ja. Ich gehe ehrlich so, ich war noch nie da. Das ist dann auch für mich die erste Kehr. Ja? Das mal live, hi. Für dem Monument Videochat können organisieren über die letzte Spruch, Kultur, whatever. Wie geht es deiner Großvater? Merci. Ja, das ist okay. Et la lumière fut, mon Jérôme. Excellent. Bon, Michel huet direkt rausfand, wat et sech do handelt, dat ass jo verregt. Wann den Alexandre et net wees, da wees et Michel et. Ja, alle schwätzte schon mal Alexandre, lo könnt e noch. Salut Alexandre. Ja, Michel, richtig, dat ass a Mexiko, das ist Land. Op der Halbinsel Yucatan an dat Monument do oder die Platz, wo dat Monument do steht, dat das eng Kulkulkan-Pyramid, die hecht Chichen Itza. Well das groß, ne? Leider gëtt et iwwer dëst Monument keng Informationoen an der letzebäiercher Version vum Wikipedia. Dat fehlt also nach. Ich si sicher, dat dobausen den een oder anderen Datei vielleicht gesäit, as ich denkt, ach, dat kann ja net sinn. An den hëlleft dann de Wikipedianer och iwwer dëst Monument e Wikipedia-Artikel ze redigéieren.
Aber et steht etwas Kleines, auch nicht extra viel, mehr immerhin über Mexiko. Moje Nicole. Und da weisen ich euch lo für den Wikipedia-Artikel, voilà, über Mexiko, der letzte Wikipedia-Artikel. Das reicht just eng Skizz, ja, wie wir mal das schon gewinnt sind. Mexiko, Mexiko. Den Alexandre seht man, da kommen wir los die französische Version op Lützeburg übersetzen mit Google Translate. Ja, Google Translate wir eng Lesung wir hun hat auch schon paar Mal probiert, auch do als Datenbank noch nicht entwickelt genug, ging ich mal so auch hai Hummer ein ganz kleinere Tag. Lichten Zug verpasst, Jungen, 2020. Ja. Ich habe schon meine Pension, das ist kein Thema. Kein Problem. Ich schon verstanden. Nicht schlauen, nicht schlauen. Ich kritisiere noch nicht. Oh, das ist alles super, die sind die Best. Ja, also, Mexiko, offiziell Estados Unidos Mexicanos, Spanisch für Vereinigt Mexikanisch Staaten, ass eng Föderalrepublik an Nordamerika. Nuppeschländer sind am Norden Vereinigte Staaten von Amerika, Donald Trump. Am Süden Belize a Guatemala. Am Westen ist der Pazifik. Das ist der größte Ozean. Am Osten den Atlantik. Das der zweitgrößte Weltmeer. Am Golf von Mexiko. Der Golf von Mexiko als e Meer an Nordamerika. Also ist schon cool, Wikipedia. Also Respekt. Mit dem magischen Google Translate. Merci, Alexandre. Lo musst du auch nach der Gag mit mir. Mir nicht mit mir, hä? Nicht mit mir. Ich bin ein Fan von Wikipedia. Ich bin ein Fan von Google Translate. Aber ich kann auch nicht alles, man. Ich kann nicht den Videochat, man, auf Wikipedia ausbauen, auf Google Translate ausbauen, an Online-Exerzice entwickeln, an eine Online-Grammaire machen und vielleicht auch noch eins du Zoom-Kuren halen, für zu überleben. Sorry. Wir haben ganz viel dichte Leute hier im Land. Und die können ja auch gerne eine Hand mit aufpacken. Ein Appell. Voilà. Ja, d'Hauptstadt vu Mexiko ass also mam Golf vu Mexiko an dem Karibesche Meer d'Grenz. Okay. D'Hauptstadt vu Mexiko ass Mexiko-Staat, Ciudad de México. Offiziell Spruch ass Spanisch, de facto. D'Hauptstadt ass Mexiko-Staat. Du gesitt wo dat ass. Staatsform ass eng föderale Republik sinn de Präsident den Andrés Manuel de López Obrador. Bald 2 Millioune Quadratkilometer. Bevölkerung 112 Millionen Einwohner. Wow, dat sind noch viel. Unabhängigkeit vu Spanien den 16. September 1810 deklariert an den 27. September 1821 unerkannt. Nationalfeier der ist der 16. September an hier Nationalhymn heißt Hymno Nacional Mexicano. Da kann ihr lauschen. Sind der mexikanische Peso, hier Zeitzone, Internet. Das ist die Aufkürzung MX. Ja, weiß ich nicht. An den internationalen Telefonspräfix als 52. Für Lützeburg als ein 352. Nummer etwas Kleines gemeinsam. Ja, ein Artikel am Wikipedia ist relativ klein. An den Alexandre hier gëtzech net, hier seht dann noch nach ja an Cerise sur le gâteau, et kiicht Kuch. Dat fir de Serie. Merci. Merci Alexander. De Serie fehlt auch noch. An den Alexa.
Wie gesagt, ein klitzeklangere Tag. Mais voilà. Ich hatte probiert an schon all meine Kandidaturen refusiert krut, all meine Projekte sabotiert krut. Also ich will nicht immer darauf denken, das eben dumm gegangen. PDG, Pech dumm gegangen. Aber wie gesagt, da sind immer mehr Leute, die auch den Internet entdecken, auf YouTube und all die Sachen, all das Geschirr. Spielwiss as für jeden do. Hilft mat. Serie soll kiech dem Koch. Voilà. Ich mache dann noch e klengen Reportage am Videochat iwwer Aarbecht. Gedu. Struktur vom Land. D'Land mat enger Fläch vun bal 2 Millionen Quadratkilometer ass an 31 Bundesstaaten agedeelt, plus den Hauptstadtdistrikt, déi a verschiedene Municipios Arrondissementer ënnerdeelt sinn. Bundesstaaten an die jeweilig Hauptstädt. Bon, voilà, an mehr sind Lohai zu Yucatan. Und da sind die dann abgezählt. War rot ass, ja, Zeit göttet nicht. Ist noch viel rot. Die Seite die göttet. Voilà. Und das ist schon alles. Also nicht ganz viel am letzten Wikipedia, mehr immerhin. All dat. Vielmals merci den Autoren. Ich kann Wikipedia nicht genug merci so ich weiß, dass es auch für ihr nicht einfach ist. Die, wo do mat machen, das quasi alles benevol, soweit ich weiß. Bon. Yucatan da, ja, das ist lo den deutschen Wikipedia. Das ist eine Halbinsel. Und du gesehen, das ist alles viel mehr professionell, alles schon erdeelt. Aber wir sehen ja haut bei der Pyramide, ich weiß nicht, da nach ja, do. Sarah, den Artikel ist ganz klein. Ja, merci Sarah. Moje Giselle, moje no longer listless. Aber das Pièce de Resistance, ja, das wird der Grammarchecker natürlich. Aber auch da, wir sind immer noch beim Spellchecker von 24 Jahren. Was soll ich sagen? Ja. Also, Chichen Itza. Da mache ich echt einen Artikel. Den ist auch auf Deutsch. Immens recherchiert. Riesengroß. Sie schwätze vun enger Stufe Pyramid, eng Stuf, dat sinn ich weiß nicht dat do ass eng Stuf. Dat das ball wie eng Trab, eng gros Trab, dat sie Stufe. Bis ganz owen hinner, dat sie Stufe. Da ginrem zerek wo ass dat am Wikipedia-Artikel ja. Das bisse kleng, ich mein bis mi groß. So ja, gesit da besser. Boah, wie gesagt, das auf Deutsch fängt mal auch nicht an, alles zu übersetzen. Du hast Chichen Itza, riesengroße Artikel, Beschreibungen, wie das alles losgegangen ist. Ich habe persönlich noch nie etwas davon hören. Ich kann echt auch nicht dazu sagen. War ich von erst schon ein da? Layers Step Pyramid, ja. Sarah schreibt, du hast ein PhD und du hast viele Ideen, das ist das Problem, du bist ein Menace. Max Menace? Nein, das ist nicht schlimm. Das ist auch mit ganz viel Arbeit verbunden. Aber wie gesagt, ich bin sicher, dass das Löser löst. Immer mehr auch ausgebaut wird, für die Lützebäuste. Ja. Die mexikanische Front schneidet ganz schlecht vom Corona auf. Sie werden geschworen an den Top 10 rutschen. Ja, das ist traurig. Also das ist eine Bewegung. Terraced Pyramid, ja. Weil er sich schöne Fotos von oben. Impressionant. Drohnenpick von 2015. Wow.
ja, etwas ernst. Gestern waren wir zu Saint-Tropez, heute sind wir an Mexiko. Aber es war schon dat lo net alles gelesen, das ist ja Wahnsinn. Das eben noch wie dat alles entdeckt gouf. Also das ist schon spannend, do den Alfred Maudslay am Joer 1889 modern Forschungen sabechten. Me dat Teil huet mech intrigéiert. Dat das Rang oder e Reef, wie se den do fir Reef, an de gouf als Goal benutzt fir hier Ballspieler. Also mir spiele jo haut Fußball me Jo als Goler as jo fréiere so gespielt. Dat das mesoamerikanecht Ballspiel geseiste mal. An sie hunn déizeit och schon dat das eng Zucht Fußball. Ich gi mal enke gucken nach einen Artikel dazu fand. Ballspiel. Da, ja, mesoamerikanecht Ballspiel, also am Lützebäsche Krige 2L. Mit Weselo schon halt Regel geguckt, mit das dann nicht so ganz richtig, weiß so richtig, was da geschieht das. Sind während 3 Jahrtausend gespielt, das Spiel. Und die Regeln haben immer geändert. Ja. Und wo sie nie, ja, mit welchem Körperdeel darfst du da den Ball berühren? Also, das ist Ball wie am Fußball. Du darfst doch just mit dem Fuß berühren, Handball just mit der Hand. Der Goalkeeper darf mit dem Fuß anhaben. Ja. Voilà. Mei der schon appst du vun erieren also schon du vun an Apps ja. Wahrscheinlich das Zielrems gange fir de Ball soviel wie méigich an der Lot ze halen. De Ball durft de Burdem net bereieren. Ja de muss gouft keng Playstation an Nation Leiit also am seiert. A wat ich och bei der Pyramid wat Java auch nachgeguckt und dat ass natierlech dat wur Menschenopfer, ja. Menschenopfer am Deitschen, dat heißt am Lützebäuerchen Mënschenaffer. Also ich gehe mal davon aus, dass auch do an denen Tempel, Pyramiden Mënsche geaffert goufen. Schrecklich. Ja, demals und Leid auch wie nennen den das? Komisch Sache gemacht. Voilà. Was schreibt er dann Lodo? Das ist ganz schlimm, wir haben einen Genozid mit Coronavirus an Amazonien. Basketball, no longer listless. Vertical net. Das ist ja, da ist die Kurve. Jeu de Ball, ja. Mexico City hat so viel arme Leute. Sie wohnen in großen Ghettoen. Da ist der Coronavirus ganz schlimm. Ja, effektiv. Das ist bestimmt nicht einfach da. Und wir haben dieselbe Problem mit Brasilien, mit der Favela. Human Sacrifice. Brasil ist 10-mal mehr schlimm wie Mexiko. Also a Brasilien ist nach mich schlimm wie Mexiko. Ich kann da weiter mal gucken an dem Wikipedia-Artikel über Mexiko, ob sie da eine Rubrik schon haben über die Corona. Nee. Und bei Google News haben sie da etwas über Corona. Mexiko, Corona. Ja, das ist dann noch mal alles auf Englisch. Sieht nicht gut aus, ja. Ja, hier steht an der Frankfurter Allgemeiner Zeitung.
Da steht schlimmer. Das heißt mehr schlimm wie zu New York, Madrid oder an der Lombardei. Ja, Mexiko als Alarm. Ich gehe lieber da raus, nicht, dass ich enorm gesagt kriege, ich hätte da Copyright nicht respektiert. Ja. Der Bolsonaro will kein Masken nun doen. Vielleicht aus Mexiko mehr spät. Was heißt mehr spät wie Brasilien? Mehr spät. Mehr schlimm oder mehr spät? Ma ja, also das war mein kleinen Ausflug haut bei die Pyramide zu Yucatan. Und weiß ich schon nicht mehr, wie die Pyramide heißt. Chichen Itza. Also von erst war nach kein do, dass keinen etwas dort, den dort so etwas so kann. Ist mal etwas anderes, ja. Dann krieg ich gestern auch noch eine Mail vom Katja. Ich weiß nicht, ob Katja lo do ist. Warte, ich just 10 Leute gucken. Innere Mama. Schlimm. Und zwar hat Katja mal diesen Artikel hier geschickt. Und das ist auch ein Staat, die ich nicht kenne. JKK, ich war do. Ah, dann zähl als JKK. Wie war es dann? Hat dir gefallen? Was war positiv? Was war negativ? Ja, also Katja hat uns einen Artikel geschickt über den anderen Staat, und zwar die Stadt Norilsk. Noch nie hören. Norilsk auf Russisch. Никогда Kokain. As eng Staat an der Region Krasnojarsk am sibirische Föderationskreis a Russland sie leit nördliche Polarkreis. Et ass de Verwaltungszentrum vum Staatkreis Norilsk an huet 175.365 Awohner. Stand 14. Oktober 2010. Staat huet eng Fläch vun ca. 23 Quadratkilometer. De Superstar Stefanos do Salü. Michael schreibt mich spät. Vielleicht aus Mexiko, Hanna, Brasilien. Wie meinst du, mit den Zöllern oder mit dem Lockdown? Ich weiß nicht. Bon, also Norilsk. Norilsk war im Jahr 1935 gegründet. 1953 wurde die Stadtrechte, also gouf eng Stadt, eng City. Und das ist schon alles. So. Me für war das Norilsk lo so interessant? Katja? Katja huet dëse Reportage gesinn Pro7, das vun 2017. An du steht Norilsk, dat das die knachtest Staat vor Russland. Die knachtest. C'est la ville la plus sale. The dirtiest town of Russia. Norilsk. Wann ich mal dann den deutschen Norilsk-Artikel gucken, da gesehen ich natürlich schon viel mehr Informationen. Und da sieht er dann eben auch, was Klima anbelangt, das ist ja Wahnsinn. Am Januar Rekordminimum minus 53 Grad. Und ja, das just ab Mai, da geht es ein bisschen mehr warm. Also, ja, da kann es bis 30 Grad gehen. Aber der Rest vom Jahr ist es ziemlich kalt. Ziemlich kalt. Minus 53 am Stand, dann waren wir fertig. Ja, und dann Norilsk ist aber auch noch etwas anderes bekannt, also dass die knaschtigste Stadt geht gesucht für was, wenn es Nickel, Nickelproduktion, was ist Nickel?
Nickel a Koffer hat ich auch gelesen. Nickel. Steht da dran? Nickel. Nein, meng dir Nickel. Oh, vergessen. Oh, Nickel. Nickel, das ist so Nikola oder vielleicht da. Anders, nee, sie und Nickel. Ja, Nickel für chemisches Element. Okay, Nickel. Sorry, LOD, das ist okay. Nickel. Das Element Nickel gehört zum Grupp von den Übergangsmetallen. Okay? Also das ist chemisches Element. Am Französischen Nickel, am Englischen noch. Und da sichern sie da noch. Also sie sichern auch noch Koffer. Ja, nee, das ist dann am Deutschen ist das dann. So. Steht da dann dran. Koffer Substantiv. Eng Wallis. Kupfer, ja, am Deutschen. Kupfer. Cuivre am Französischen. Copper am Englischen. Kupfer. Oh, ja. Ja, Sarah schreibt, no longer listless, ja, knaschtest. Das ist ein Superlativ. Das ist mehr wie knaschtig. Tigran schreibt Kopper. Ja. Und dafür haben sie ganz viel Umweltverschmutzung. Und dafür ist eben die Stadt Russland bekannt als die knaschtest Stadt vor Russland. Boah, das ist nicht meine Interpretation. Ne? War auch am Reportage, das ist interessant. Sie kriegen ganz viele Plätze verboten, wo sie nicht dürfen filmen. Ich kann erst die Reportage nicht weisen, das ist doch sowieso auf Deutsch. Ja, aber es gibt viele Plätze auf dieser Welt, von denen ich eigentlich gar nicht weiß, nicht hört. Und Nickel, was hast du dann da nachgeschrieben? Nickelproduktion, ja. Große Umweltverschmutzung. Ja, an 1% von der Schwefeldioxidemission könnt aus den Nickelfabrike von Norilsk. Und was wollte ich noch so? Ja, und das ist auch ein komischer Geruch da. Ein komischer Geruch. Riecht komisch da. Merci für den Tipp, Katja. Wann dir dobausen noch enkeren Artikel huet, wo der so hey, dat do is interessant, kom er schwätzen darüber. Me schickt mir wann klift op Lützebäuerch. Guckt am Lützebäuersche Wikipedia oder BRTL, Eldoradio oder ich weiß nicht, was sos nach gëtt. Da können wir darüber schwätzen. An Nicole huet mir auch einen Link geschickt. Nicole wollt, dass ich hierüber schwätze. Grand Duchesse erzählt aus dem Buch Maus Catty. Ja, wo ist das Problem, Nicole? Um Buch Maus Catty als Copyright. Und ich okay, wie nennt ihn das? Ich kein Copyrights-Problem bislo. Und ich will auch kein Copyrights-Problem. Dafür gehe ich der Sache aus der Face und ich schwätze lohnt zu viel über Maus Catty. Ich kann vielleicht aber gucken, was das dort so am Wikipedia gibt. Voilà. Eng Geschicht an neue Versen vom August Liech, ja du hast den. Sie baséiert eis op senger Fabel iwwer d'Staat an d'Feldmaus. Maus Catty ass 1936 fir d'éicht beim Gust Suppert publizeiert ginn. Gustav Suppert. Ja. An do sinn dann Catty an Mim sinn die 2 Mais. Du sinn Extreen. Wie se den Text ass och do net ganz so just den Extre. Mei van der Welt kënne man als da denke ja bisse méi am Detail ukucken, dat en Artikel schon den Lawer haut net prepariert.
an als Grand Duchesse, die erzählt aus dem Buch Maus Catty. Und zwar, was geht es? Am Kader vom Lancement vom neuen Kulturkanal, eine autonome Plattform für Künstler und Artisten. Was ist ein Unterschied zwischen Künstler und Artist? Hat doch Grand Duchesse einen kurzen Auftritt. Ja, das ist kurz abgetrat. Das herrscht dann, wer kennt den nicht. An Grand Duchesse hatte sich dieser Dich Rendezvous Schloss Birch gehen. Donc, kleiner Rendezvous. Chateau Colmar Birch. Für einen ganz besonderen Tournage. Und zusammen habe ich mit der Violoncellistin. Mit der Violoncellistin. Annemie Osborne, die für die musikalische Begleitung zuständig war, an der Artistin Mila Trausch huet Grand Duchesse aus dem bekannten Lützburger Kannerbuch, das ist ein Buch für Kanner, c'est un livre pour enfants, Maus Catty. Catty als Aufkürzung von Katharin, viergelesen. Ja, sie hat viergelesen, also der den hier stimmt. Wie op kuk.lu annonciert gouf, war für den Sonntag 28. Juni eine Überraschung für groß und klein vorgesehen. Und hier geht es auf den Replay. Voilà. Eine schöne Aktion. Und da ist dann Violoncellistin Annemie Osborne dat spielt, Großherzorin an ihrem Mann, der Großherzog Henri. Voilà. Und da steht hier nach der Kulturkanal als eng autonom Plattform im Internet, die von Artisten gegründet gouf, für andere Künstler zu unterstützen. Pour promouvoir, pour aider, to help. An dem es virtuelle kulturellen Ort geschafft gëtt, können künstlerische Kreationen digital diffusiert gehen an ein mehr grosses Publikum erreichen. Daneben gëtt den interkulturellen Dialog stimuliert an die Unabhängigkeit von den Artisten gefördert. Aber das ist eine fantastische Sache. Alexander schreibt, der Maler als ein Künstler, aber kein Artist. Was schreibt er dann? Stefan schreibt, Nachrichten aus der Welt sind immer mehr schlecht, ja. Gibt es den Ausdruck Nickelchrom auf Lützburg für Picobello? Das ist schon an der Tieren. Und da wahrscheinlich dafür das Nickelchrom. Nickel. Dirty Old Town, no longer listless. A Lied von McEwan. Michael Fischer schreibt, Nordkorea. Willst du denken, da in der Gucke gehen? Alexandre, Norilsk muss nicht schlecht in Bezug auf Corona sein. Vielleicht fährt Corona die hoch an niedrigen Temperaturen. Los mal alle go op Norilsk flüchten. Vielleicht stinkt es dort zu viel. Maybe it stinks too much. Und Corona sagt, nee, da will ich nicht hin. Es gibt den goldenen Sou von Maus Catty. Eng Münz, une pièce de monnaie, oder was willst du so, Sarah? Ja, Alexandre, mir nicht auf Schweden. Okay. Ein Filmschauspieler, das ist ein Artist. Schweden, tatsächlich muss man evitieren. Wir wissen nicht viel über Nordkorea. Ich gehe da hin. Ja, live aus Nordkorea. Mam Videochat für Lützeburg zu lehren. Ja, mam Wikipedia, ja. Bon, voilà. Also, si de Kucker kann der dat dann auch gucken, den Kulturkanal. Ich weiß nicht, cook.lu, nicht gucken. Und was wollte ich noch so? Ja, eine gute Initiative. Als vielleicht auch auf YouTube, ich weiß nicht. Bon. Und das schon halb 10, an eine halbe Stunde. Schon ein Spiel für euch präpariert. Ja. Und zwar ein Promi-Quiz. Voilà. Oui, une pièce sonore à l'effigie de la souris, Cathy. Okay, das weiß ich nicht. Kannst du mal weisen. Wenn es gesagt ist, da gucken wir. Machen wir ein Special Mouse Cathy. Bon, wir sichern den Namen von einem Promi. Ja, da stellt er Frohe, wenn ich klifft. Also, nicht direkt den Namen. Stellt viel Frohen.
An Donno weis nicht erst wen das. Okay. Mir schon lange mir Promi-Quiz gespielt. Ich meine, das in der Zeit, dass man mal ein Promi-Quiz spielen. Nicht Munz, das eng Münz, Sarah. So. Ich meine, ne? Können so geschrieben, und das nicht schon darum geändert. Münz, ja. Ja. Hier steht eng Münz. Pièce de Monnaie, Coin. Ja. Ja, also ich gehe zurück bei meinem Promi-Quiz. Wohnt der Promi zu Lützeburg? Nee. Hier wohnt nicht zu Lützeburg. Ich gucke mal, ob ich bei Mouse Catty etwas am Google finde. Schreib der Frohen. Schreib so viel Frohen, also. 10 Frohen, ich beantworte sie. Ich gucke just Hallo Mouse Catty. Münz. Wo steht ein Foto von? Also hier ist mal ein Foto mit Renat. Das ist schön. Da ist der Renat. Aber hallo, mit ja, für was nicht, hä? Ja, stellt mal ja Fragen. Ich lese sie vor und dann beantworten wir sie. Ich guck da. Du hast recht, Sarah, ja, so. 10 Euro. Mouse Catty in Gold. Du geht es mit Ö geschrieben. Okay. Das ist ein Tageblatt-Artikel von 2016. Wahnsinn. Vielleicht geht doch ein Jerome Lulling Goldmünz. Ist Oh, die kann schon 160 Euro. Nee, sorry. Das ist ein bisschen zu viel. Wo hast du so eng Münz, Sarah? Ja, also zurück bei der Promi-Quiz, entschuldigt. Was schreibt er mal da Schönes? Also der Promi wohnt nicht zu Lützeburg. Der Promi ist Schauspieler, Theater- und Filmschauspieler. Das ist keine Frau, das ist ein Mann, das kann ja. Jung oder alt? Nicht mehr jung. Nicht mehr jung. Aber auch nicht ganz alt. So dazwischen. Giselle Fred, lebt das Person noch? Nee. Das Person ist leider tot. Den Tigran Fred Veni ist hier oder sie geboren. Dieser Mann ist der 25. September 1952 geboren. 25. September 1952. Amerikanisch muss ein ganz froh stellen, Alexander. Sie öffnet liderisch. Roberto, Moyen. Tigran, also wenn ihr as hier geboren, das geht durch, nicht geboren gehen. Wenn ihr as hier geboren, ja, also was für eine Nationalität hat das Person? Das Person hat die amerikanische Nationalität. Oder ja, Giselle Fred, was für eine Nationalität gehabt hier? Was für eine Nationalität hat hier? Was für eine Nationalität hat hier? Oder hat hier gehabt? Das ist le passé composé. Das Person war Amerikaner, das Person hat die amerikanische Nationalität. No longer listless. Schwätzt dieser Mann Lützeburgisch. Also, soweit ich weiß, wird hier nicht Lützeburgisch geschwätzt. Ich meine nicht, nee.
Numismatik zu Lützeburg. Sarah, ja, hin ass tot. Hin ass den 10. Oktober 2004 gestorben. 10. Oktober 2004 gestorben. Ja. Den Tigran hört es raus. Tigran ist zu stark. Ja, Tigran. Aber der hat nicht mal gefragt, ein berühmter Film. Vielleicht ein berühmter Film? Der sieht einfach zu stark. Man, erst kann ich kein Spiel mehr spielen. Der wisst alles. Der wisst direkt, wo wir sind. Das hätte ich niemals gewusst. Niemals. Boah, das hat mich integriert. Was war das so intrigiert, weil du so gering hast? Ich hätte gedacht, das muss an Ägypten sein. Nee, das ist in Mexiko. Der berühmte Film. Tigran, kennst du den berühmten Film? Ja, Michel schreibt auch The Superman, No Longer Listless, The Superman, ja. Der hat eine Kurzzeit, das ist so schrecklich. Ich kann mir kein Promi-Quiz mit einem Videochat spielen, der mehr wie 2 Minuten dauert. Der weiß direkt alles. Boah, also, dann weisen ich erst es klappt. Merci, das ist die Hauptsache. Alexandre schreibt, den Tigran kennt sich gut mit Informatik aus. Den Tigran geht aber zu Google hilft. Ja, okay. Probier nächstes Mal ohne Google. He? Ja, also die echt froh ist natürlich, also der Mann oder eine Frau. Ja, das ist ein Mann. Das ist froh. Wenn ich als das Person geboren. Michael schreibt mir sie gescheit. Ja, der sieht viel besser wie ich. Viel mehr gescheit, mir das nicht schwer. Bad vielleicht auch mal ein Videochat, da komme ich bei ihr gucken. Zu irgendeinem Thema. Ja, also wenn ihr als das Person geboren ist, Person aus der 25. September 1952 geboren. Also schon ein Zeitchen hier. Ja, nämlich noch, ja. Lebt dieser Mann noch? Dieser Mann lebt nicht mehr, leider. Er ist den 10. Oktober 2004 gestorben. Google hilft ganz viel. Den Alexandra sagt, du musst kein Daten gehen, nimm Joa. Okay. Kein Tag, kein Mond, nimm Joa. Da weiß ich das für nächstes Jahr. Also er ist den 10. Oktober 2004 gestorben. Ja, das war Giselle sing froh. Was für eine Nationalität hat dieser Mann? Das ist mir einfach, wenn es einfach verhältst. Du kannst natürlich auch so, was für eine Nationalität hat dieser Mann gehabt? Hier hat die amerikanische Nationalität. Amerika geht das nicht mal 2 E geschrieben. Ich gehe mal gucken. Amerika. Ah, nee, geht noch mal einem E geschrieben. Amerika. Amerika. Und dann denkt sich von der Betonung auf. Okay, super. So, und du. Ja, das bleibt noch. Da gehe ich zurück. Wo gehe ich zurück? Wo ist mein Promi-Quiz da? Ja. Was für eine Nationalität hat dieser Mann? Hier hat die amerikanische Nationalität. Hier war Amerikaner. Ja, einfach viel. Was für einen Beruf hat das Person? Hier war Schauspieler. Also auf jeden Fall Filmschauspieler. Ich weiß noch nicht, ob er noch Theater gespielt hat, schon nun. Was für Sprachen hat das Person geschwärzt? Ich habe gesehen am Wikipedia, dass er auch als enger Juren Französisch gelehrt hat. Dafür habe ich geschrieben, er hat Englisch und Französisch geschwärzt. Vielleicht auch eine andere Sprache, ich weiß es nicht. War das Person bestört? Ja, hier war man Dana Morosini bestört. Von 1992 bis zu seinem Tod. Hat das Person Kanner? Hier hat 3 Kanner. Huet das Person an engem bekannte Film matgespielt. Hien hat Hauptroll, de Rolle principal, am Film Superman an den ass den 10. Dezember 1978 rauskom. Ja, Michel, hier war vun engem Perd gefallen, das ist ein Dativ. Vun plus Dativ. Hier war vun engem Perd gefallen. An hagen e flotten Trick. Hai klicke fir d' Lesung ze gesinn ha.
Da klickt er da drauf, dann hat er den Wikipedia-Artikel. Also nach enke. Ich klicke für die Lesung zu gesehen. Zack, Wikipedia-Artikel. Da klickt ich da drauf. Und dann habe ich da ist am Lützeburgische Wikipedia ein Artikel über den Herr Christopher Reeve. Und da steht da dann noch nach enke, der Christopher Dollier, den du nicht kannt, Dollier Reeve, geboren den 25. September 1952 zu New York City, gestorben den 10. Oktober 2004 zu Mount Kisco, New York, war ein US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Autor. Ja, gesagt, das weiß ich auch nicht. Hin ist für allem bekannt dafür, donc surtout connu, de Personage vom Comicheld Superman tëcht 1978 an 1987 a féier Filmer dat se griesg Grammer Orthographiesfehler gespielt. Dat do gëtt net, dat ass een Fehler ich muss schwessen fehlen. Könnt dat jo verbessern. A féier Filmer gespielt ze hunn. Hin ass bekannt offir de Personage gespielt ze hunn, da war joué le rôle de Superman. A wann der den Datum guckt 1978 bis 1987, da das natürlich voll Menge Kannerzeit. Und ich war den Film an die Kino gucken und ich war mesmerized. J'étais ébloui. Ja, dann ist es aber zu einem ganz schlimmen Accident gekommen. 1995 war hier nur no engem Accident, das ist ein Dativ, wo vun engem Perd gefallen war, ja, Dativ, vun plus Dativ. Perd ist sächlech. Hier war querschnitts gelähmt. Querschnitts gelähmt? Querschnitts. Oh, please. Please tell me now. Querschnittsgelähmt. Am Französischen ist das Paraplegique. An am Englischen ist das Quadriplegic oder Paraplegic. Ja. Ganz traurig. Hier hat Dono aber nach die eng oder einer Filmrolle, so zum Beispiel an einem Remake vom Alfred Hitchcock, seinem Rear Window, also Film, US-amerikanische Film, an einem Remake, das Nike gemacht wird, an dem den Hauptpersonage in einem Rollstuhl sitzt. Das ist ein Chaise Roulante, Wheelchair. Hin und doch einkeier beim Film The Brooke Allison Story 2004 Regie geführt und als Autor von Büchern über sein Leben. Donc, il a fait des livres sur sa vie. Voilà. Geburt, gestorben, Todesursache, Herzschlag. Wisst ihr, was das ist, ein Herzschlag? Herzschlag. Heart Attack. Arrêt cardiaque. Do. Nationalität USA, du hast einen Schulgang, Aktivität, Televisionsschauspieler, Filmschauspieler, Filmregisseur, Filmproduzent, Dramatiker, Theaterschauspieler und auch Synchronsprecher, der Tisch nicht einer Filmer synchronisiert, der Tisch nicht seine Stimme zum geschenkt. So he gave his voice to other film, to other movies or comics, I don't know. Voilà. Und du hast die Filmografie und du siehst da dann den Megafilm Superman, Superman 2, Superman 3, Superman 4. Und du war auch da noch am Smallville, das war so eine amerikanische Serie. So. Und der Superman, der Film, das ist hier, Superman, the Movie, von 1978. Und da siehst du, der Marlon Brando war dabei. Wow. Den Gene Hackman. Und der Christopher Reeve. Und Ned Beatty
der kennt ja. Margot Kidder als auch dort, ja, hat dort Lois Lane Mensch gespielt. Ja, das war damals eng Sensation. De Budget 55 Millionen am Box Office 300 Millionen Dollar, also bisschen mehr wie de Videochat. Kann ich in Englisch schon so. Voilà, hu dir den Christopher Reeve kannt? Wie fand dir de Film Superman? Hu dir de Film gut fand, net gut fand? Äh, Ich gucken das schnell eng Foto von dem fannnen ersten am Superman. Super. Wow. Ja, so schuet dat ganz. An ich muss gucken schon eng Foto von dem Fanne, wo du zum Schluss wird ganz wo viel krank war. Schrecklich traurig. Ja, jetzt noch ein Kehr. Quadriplegie as auf Französisch, doublé de Film, ja. Also, aber just stimmt. Alexandre Fate, US-amerikanische Spieler, Schauspieler, also nicht überflüssig, wie Butter Butter. Ja, ich weiß auch nicht, wie was. US-amerikanische, das ist eben so. No longer listless, wie was ist das Person sos bekannt? Ja, also er ist ja da als Superman. Und dann, das du noch, muss ich so as miroisch gehen. Das lo Evaluemi an so ganz bekannte Filmer mengeneg mal. Welt Leiit noch immer direkt geso du hast de Superman. Ja heiers dann no segem Accident wo am Rollstuhl sitzt ganz traurig. Ich net do och viel iwwer Stem Cell Research geschwaart. Weil dat het eventuell kind den hëllefen dat den ëm kind goen. Also Wahnsinn. Ja, an seg Fra ass du och gestürwen dann dat war seg Fra dann rief an das 2006 gestürwen. An schmengen sie ass Lungekrebs gestürwen. Ja, d'Liewen ass seinst du richtig grausam. Bon, huet ze sinn eng froh? Giselle schreibt, ich schon nie den Film Superman geguckt. Das ist ganz normal. Also, du kennst Louis de Funès, le gendarme à Saint-Tropez. Do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? Und ich schon demals Superman geguckt. Aus Star Wars. Aber ich hatte Superman für ein paar Jahre geguckt und de Superman 2 huet mir sogar am beste gefallen. Mit de Superman 1 das awer wow, muss en awer bedenken, demmals gouft ken Special Effect an das also net et gouf schon Special Effect, awer net mat Computer generated, also keng Computeranimationen. Schon impressionant awer. A wat och viel Leiit net wëssen, dat de Film Superman dat sonch awer lo och noch. Wo fan dat lo e momentchen. Ja Superman de Movie Superman do den Buch vum Film lo steht dat natürlich scheinet ich fand aber ja do Buch vum Film ass vun Himhai Mario Puzo oder Pazzo schwist wie dat ausschwätzt an voilà, hier war fir de Screenplay zoustännech vum Superman-Film an hin doch de Gottvater geschriwen also ja
gell? The Godfather. De Godfather. Mario Puzo. Den hue doch Geschicht vom Superman, also vom Film geschrieben. De Superman, de Personage, den gouf schon mé lang fir Drun vun andere Leiit erfund und da gouf schon Schwarz-Weiß-Serien an Mickey Mausen und so weiter. Me de Film am Christopher Reeve, fir de Film huet de Mario Puzo de Screenplay geschrieben. Stung dat so do. Ja, die Original Screenplay. Und das dann geändert gin und so weiter. Ass zu gucken, ja. Och haut noch. Den echte Superman vu fréier war de George Reeves, ja. Ähnliche Numm. An Apps war doch ganz komisch, ass dats de Superman Curse. Das all die Leute, die de Superman gespielt hunn, die hunn irgentzwei do no Probleme krut. Mat der Gesundheet oder mat Alkohol oder Accidenter. Sarah schreibt, de Schumacher hat auch ein Accident. Interessant, effektiv. Schon lo net direkt de Lien gemacht. Mich schmengen de Schumacher, den huet eng aner Krankheit. Also den Christopher Reeve, den das Gefall beim Reiten, Horse Riding, an schmengen den huet etwas im Genick gehabt. An de Schumacher, den huet etwas im Kopf. Me ja, Destin brisé, hein? Ganz traurig Geschichte. Bon, gehen wir zurück auf Mexiko. Michael schreibt, ja, den echten Superman, der George Reeves, hat sich auch Schoss. Hat sich auch Schoss. Also, da muss ich aber noch gucken, das ist schon etwas Falsches so. George Reeves Death. Do you Saint-Tropez? Ja, in das da steht aber noch nicht. Steht, ja. Steht, dass sie gemengen de George Reeves, den hat sich die Official Finding, also für Suicide hat sich erschoss. Mit sind aber auch Leute, die so wie ëmbrot gehen oder für ein Accident gewischt. Bon, Achschoss, ja. Ski machen, ja. Ski fuhren, Ski, SCHI. Oder meinst du etwas anderes, das mit Ski? Voilà, Leifren. Wie viel Uhr haben wir? Hast du schon rumgeschwitzt so weit? Und ich meine Webcam. Ja, das ist schon um 10 Uhr. Ich bin bald fertig mit dem Programm. Guckt erst, wenn ich klifft. Mein Internetseite exercice.delu, grammaire.delu. Geht für mich ein bisschen mich schwer, weil ich bin auch fertig mit dem Programm. Ich weiß logisch schon nicht mehr, was ich erst noch soll weisen. Das heißt, ich werde dann in Zukunft mehr PDF-Dokumente finden, die Public Domain sind, wie zum Beispiel Klack von der Spruch oder die Stimme von der Klack von der Aktion Lützeburg oder die Stimme von der Stroß. Da behandeln wir da Artikeln oder aus dem Wikipedia, Promi-Quiz, Bilder-Quiz, Grammaire-Exercice, so Sachen. Aber wenn dir eine Idee hat, der könnt natürlich auch gerne einen Videoclip schicken oder einen interessanten Artikel. Mir wünscht lieber auf Lützeburg, ja. Weil ich weiß, das ist nicht so einfach, gell. Und es gibt viele interessante Sachen, aber der Google Translate ist noch nicht so gut. Alexander schreibt übrigens, wenn du an Nordkorea gehst als Ausländer für die Videochat zu machen, gibst du 2 Begleitspersonen vom lokalen KGB kriegen. Du warst gut informiert.
Zwei begleet, zwei, das feminin, zwei Begleitspersonen, weil sie in den anderen kontrollieren müssen, für dass du kein von denen kannst schmieren. Nee, die zwei Konditionellen, das ist ein bisschen komisch, der Satz. Ich weiß aber, was du meinst, Alexander. Für dass ich kein von denen zwei kann schmieren. Schmieren, mal gucken wir mal Melodie, was schmieren, wie sie da die versetzen. Schmieren. Schmieren ist das Verb graisser la pâte. Bestierchen, ja, graisser la pâte geschmiert gouf. Und dann das am Englischen dann to grease the palm of to bribe, ja. Dafür zwei Begleitspersonen. No longer listless mischt een interessante Verglach mat de Mënschenaffer. Filmer hunn och Mënschenaffer, Human Sacrifice. Ja, wann en dat so mat den aner vergleicht, there's no business like show business. The show must go on. Bon. Schon ja schön an net gewesen. Wie a Woche sinn. 1, 2, 3. Voilà. En dann ist überall. Auch a Mexiko. Und dann nach meine kleinen Textscroller und Schrift. Bribery, voilà. Also lief Leute, moi ass dann Mainden 21 Schauer, wann Dich interessiert, Dir seid invitéiert, ihr könnt gerne gucken kommen. Mal gucken, was ich moi für euch präpariere. Okay? Vielmals merci. Bis geschwind. Au revoir. Schlaft gut, pass auf euch auf.